ik dacht, ik würde het ook bekannt merken, wann je wel für dort bleiben. Und Onkel Bient, dat war ik de naam daar, so, und die was kosten abkommen. Dat is mijn montiere onkel van Durango. Ze zijn nu al een stout elder couple geweest bij Erik Kwak. En den zijn titel van der heeft te doen met beleiding. So ik kijk verder te tellen wat hij wat hand van ons van der. Ik wil voor die beden wie aanvang doen. Dankzij God voor deze dag. Dankzij dat Bient hier zo willig is met te doen en ons wat te leren vanuit din woord. Ik bid dat al die wat hier zo worden zijn, dat onze harten worden op zijn. We kunnen dat nemen wat du is voor ons van der. En natuurlijk wish hier met Ben zijn, want hij met al net dat hij kan met de Heilige Geest hoop voor die reden. Dit bidden we in die naam. Amen. Dankzij Willy en Gamarius en ons vrijheid, Margie en mij vrijheid, dat we kunnen hier zo zijn. En dat ja, dat maar schijnt, wanneer we irgendwo reisen doen en wanneer we Christen treffen, dan hebben we irgendwas wat ons met je taubing dat. Dan hebben we irgendwas in je Gemeinschaft, nicht? Wenn Ferken haben wir das ganz anders, aber wenn wir Christen sind, dann ist er irgendwas, was der Taub trägt. Dann ist ja das scheinbar hier so zu kommen und nach ein paar Durangosche zu treffen hier so. En meer van jullie zijn je bekannt van een week onderweg. En Willy, dankzij hier zo, ik gleich Willy ook verken, we vertellen ons interessiert bij het business. En eenmaal zei nou wat heb je nu van Buurk? Wat van Buurk leest nu? We gleich nog met dezelfde timers van. Wanneer we Buurk hebben lezen dan. Anyway, so ik wens plus Gottes Segen hier so in dieser Gegend hier in Paris, waar we in Licht zijn en waar we door zo wegen Menschen fehlt Mut en die fehlt ja, dat die kan weten wo ze aankomen kan, niet? En ik heb hier van de boodschap gemerkt dat dat een part van een series wat ik deed, dat er 2 boodschappen, wenn je nog mal interessiert zijn voor de eerste te horen, dan kan je op YouTube nagaan bij Levenskerk. En dat is met de tweede, wat ik me had gemerkt, zou wel we zijn dat we kan wat leren van de Marius. En ik zei, ze zegt van der wil ik van die mensen reden, those people. Heeft mal de hang op, want je weet van wem ik red, wanneer ik red van die mensen, those people. Wie es nicht mit dem Finger wehen, die kann irgendwo sein. Die Menschen, die können rückhällig sein, die können kritisieren, die können Kontrolle sein. Und ich muss sagen, die sind hochnäsig. Die Menschen können bis das Schwarmerken vereinen. Die Menschen, those people, die weiten alles. En die waren nog jede gelegenheid brücken ans dat weiten te laten, dat zij alles weten. Wer weet dan van wem ik red? Die gleichen einen Sturm unterrichten bij Social Media. En die zijn die wat die pluderieren in de office wiederbringen doen. En du hast nu ook zijn dat meest jeder Familientreffen is einer van die Menschen. Wenn die Zmes ist eine geistliche Gabe. Wenn wir alle Freundschaft aufbringen, dann ist er einer von die Menschen. Und wenn du sagst, du beginnst das kennen, dann hast du eine gute Chance, dass du kriegst die Best. So, ich will von reden, wo kann wir fertig werden mit die Menschen auf einen Weg, wo der ehren wird. En wat aan Gottes lijf wezen dat. Ik wil nog gleich met je op te beden. Voordat we danken die voor die genade voor alle van ons. We weten dat we alle die leven erbarming brücken in eine Welt, wo wat leicht geäuert en beleidigt is. Gott helpt ons zijn licht te zijn, helpt ons zijn stem van lijf, hoopning en erbarming te zijn.
Wir beten, dass du uns was uitresten mit dein Wort, bring Heilung, wo wir da sind, und dass wir können dein Leben von Jesus wiesen in alles, was wir tun. Wir beten das im Namen Jesus. Amen. Als Nachfolger Jesu weit wir dort, dass wir berufen sind, zum leiftulich sind, zum Leben. Wir sind geraubt, um jedem ein zu leben, und die Menschen. Das ist leicht zu stehen, dass das von der ersten Tag spannender ist, als jemals vorher, die Menschen zu gleichen. Weil das sind so viele komplizierte Dinge in unserer von der ersten Welt und das ist so viel Spannung. So, wenn du dich auch so falls leicht frustriert, oder äußerlich, oder sogar beleidigt, dann habe ich was Epheser 4, Vers 26, und du wieder kann von der zu antworten, was sein. Ich würde gleich in der Vers das mal zu lesen, Epheser 4, Vers 26, und du wieder was falsch. Du sagst es das, wenn jemand euren, dann sorgt so, dass jemand, der in euer nicht versenden, und vereinigt jemand euer Design ungejet. Gebt dem bösen Feind keine Gelegenheit. Wer mit Stehlen geplant ist, soll damit abhören und arbeiten gehen und abrechtig mit seinen Hängen sein Brot verdienen, und so viel, dass er was hat, die zu geben, die nichts haben. Red nicht, was den Nächsten schuden kann. Red bloß dort, wo die geholfen worden, die ihn hören. Beleidigt Gott seinen Heiligen Geist nicht, willst du jetzt als Gott sein Teken, dass er uns eint, die Garantie, dass der Tag kommt, dass wir hier rückgeraten worden. Was nicht mehr besser und feuchtig übereinander und verzerrt nicht. Hiert ab mit zu schrien und zu beleidigen, lut von so was nicht mehr sein. Sieht lieber von Horten leiftulich einer zum anderen, vergebt jent euren anderen, so als Gott jent in Jesus Christus alles vergebt hat. Die Schrift lehrt uns freundlich und mitleidend euren anderen zu sein und uns zu vergeben, so als Christus uns vergebt hat. Weil wir hier mal noch mit von der bewussten Vers anfangen, der 26. und 27. Vers, die sagen es das, wenn jemand euren, dann sorgt so, dass sie euer nicht versenden und vereinigt euer Design ungejet. Vergebt dem bösen Feind keine Gelegenheit. Diese Vers, die sagen sehr viel. Wenn jemand euren tun, dann sorgt dafür, dass jemand nicht versenden. Und was uns den Gedanken geben, dass das nicht mit Sinn sein, wenn wir ehrlich sind. Und was du dann gute Notig ist, wenn du ehrlich bist. Und du hast eine gute Chance, für dass wir ehrlich wollen, wenn wir rausgehen und wir umgehen können mit Menschen, wenn wir online sind, oder Neuigkeiten horchen, oder irgendwas, was uns auf einen Weg oder anderen Weg beleidigen. Ich versuche mir denken zu halten, dass du kein Gewinn hast mit beleidigt sein. Du hast keinen Sieg, du hast kein Gewinn. Mein Leben ist immer nicht möglich gewesen, wenn ich beleidigt sie mit was jemand zu mir sagt. Meine Ehe ist immer nicht besser geworden, wenn ich da sehe, über all das erreichte auf der Welt. Und ich sehe immer nicht dichter bei Gott gekommen, wenn ich rangehe mit einer Amtvergebung, zu wem, wer mir hat getan. Und so, ich muss daran denken, dass du kein Gewinn hast, beleidigt zu leben, aber du hast eine gute Chance, dass ich war beleidigt worden. Dann können wir uns fragen, was dann. So, ich sage mir selbst, dass ich war beleidigt worden, kann ich euch ram nicht. Aber beleidigt leben, das ist eine Wohl. Dass wir waren beleidigt, waren was passieren, und ich war ihn vielleicht beleidigen, oder irgendwer, was ihn vielleicht von der beleidigen, oder wir waren hier vielleicht nicht mal vom Parkenlot drauf gekommen, aber irgendein Christen mit seinen Foren beleidigen hat.
beleidigt worden kann ich nicht ram, aber beleidigt leben ist nicht wohl. Und das wird passieren, du kannst immer noch wählen, wo die antworten das auf eine Beleidigung. Und das ist vielleicht, was der Apostel Paulus uns sagt, dass wir sollen abpassen, wenn du ein Euer hältst und du immer eine Beleidigung hältst und du wiederholst die Weide, was du wirklich das, den Teufel, den Lehner, einen Platz in dein Leben geben. Und andere wird, wenn du lebst in dein Euer, dann gibst du den Teufel, den Feind, einen Platz in dein Hort oder du gibst den durch irgendwo Raum, dass er kann in dein Leben arbeiten. Ich weiß nicht, was du, aber ich will den Feind keine Gelegenheit geben, zu irgendwas, was mir wichtig ist in meinem Leben. Ich will nicht, dass mein Euer oder Beleidigung, was ich denke, was arg ist in dieser Welt, was den Feind irgendwo ein bisschen Raum geben in meinem Leben, dort untergriffen, was ich gleich in meinem Leben. Und wenn wir beleidigte Leben tun, dann ist das leicht, dass wir den Feind Raum geben, an seine Ehe untergriffen. Ich will den Teufel nicht Raum geben, an meine Kinder untergriffen und in ihre Lebens zu kommen, an sie einzubringen. Ich will den Teufel nicht Raum geben, meine Freunde untergriffen, mit dem, was ich leben habe. Und ich will ihm nicht Raum geben, meine Kirche untergriffen, wo wir sind. Wenn ich in euer Leben ein Habernis in meinem Leben ein leicht beleidigt sehe, dann sagt die Schrift, dass der geistliche Feind, dass wir denen Gelegenheit in uns Leben geben dann. So, und ich dachte hier so, was hat der bei seinem Feind, was hat der geistliche Feind, um uns anzugreifen, wenn der Feind in seinen Dämonen, die glaube ich planen immer Dinge, was sie gegen uns tun. Und ich glaube, das wenigstens 3 Dinge, wo die prüft uns anzugreifen. Und ich glaube, das sind noch viel mehr, aber ich will hier wenigstens ein paar von den abnehmen. Die prüft Uneinigkeit zu kriegen. Uneinigkeit in der Familie, Uneinigkeit unter Freunden, in der Kirche. Und dort ist von der ersten Tag so leicht, wo dort getan ist, Uneinigkeit zu haben. Bloß ein bisschen von Politik reden, ein bisschen was von Racism da war, noch irgendein anderes Jäffchen da, noch ein bisschen was von Impfen, noch ein bisschen was von Mess, ein Verlang, dann ist ein Missverständnis unter Familie, unter Freundschaft, und Familie hier in Atmen zu reden. Und da kann Ehen hineinbringen, und da kann Kirchen spielen und geben, so wie gesehen haben, wo das in dieser Covid-Zeit geht. Wenn Christen sich einig sind, dann darf das nicht, was abholen wird. Aber wenn sie sich uneinig sind, dann sind sie schwach und merken keinen Unterschied. Das Zweite, was der Feind prüft, das ist die Christen aufzulenken von ihrer Mission. Also wir als Christen, wir haben eine Mission, was wir tun, und ich glaube, der Teufel versucht, die Christen aufzulenken. Er merkt dann bloß diskutieren oder streiten über irgendeine Dinge, wo sie gehen sind, oder was Jan geschafft hat, oder das geschafft hat, und was in unserer Kultur artig ist. Und die denken bloß an all die Dinge, was da artig sind, und die vergessen wirklich, wir vergessen von unserer Mission, was wir als Christen haben. Und wenn er uns nicht kann auflenken mit jen, was wir alles sind, jen, was dran uns angeht, dann gleicht er uns vielleicht aufzulenken durch Instagram, uns untereinander zu vergleichen, sich streiten mit was nicht anhält, scharfe Meinungen, Videos mit scharfen Meinungen rumschicken. Kennt irgendwer sonst dort? Ich denke, die Teufel braucht dort, um die Christen aufzulenken von ihrer Mission. Und die prüft dann
oneinig te kriegen. En het derde wat ik denk, wat hij fijn proeft te doen, dat is de Christen zijn, der Zeugnis te nichts te merken. Also, wenn wir Christus in der Nachfolger sind, dann haben wir ein Zeugnis, was wir haben, und der Feind, der prüft ein Zeugnis zu nichts zu merken. Und ich glaube, der kann das leicht tun, dass wir anfangen, bloß zu konzentrieren und was wir alles jeden sind in uns, und über was wir dull sind. Und der Teufel, der prüft uns bloß dull zu kriegen, kritisch zu merken, rechterisch zu merken, dass wir hypokritisch sind, oder selbstsüchtig sind, oder selbstgerecht, leicht beleidigt zu holen und unzufrieden sind über die ganze Welt. Das ist, was der Feind prüft, uns anzubringen. Ich glaube, der Feind, der braucht euer Seier, um die Christen Erzeugnis zu nichts zu merken. Mit dort merkt er den Körper Christi dann ganz schwach. Ich glaube, der Feind, der versucht, die Christen uneinig zu merken, der prüft, die aufzulenken, der prüft, der Erzeugnis zu nichts zu merken. Und wir sehen, dass das passiert immer weiter. Und das passiert gleich weit auf, das passiert ganz dicht bei. Das passiert in den Familien, wir sehen das in den Kirchen, das passiert in den Körper Christus. Wir sehen einmal die Menschen, die so die leichtfühligsten Menschen sind, die sind hart auf einen Weg, wo viele Menschen können sehr weit tun. Und das ist, was du ein Teil nach erst in den Vers, was ich will haben, was wir verstehen, in den 26. Vers, du erst noch ein paar, das sagt, den Tag nicht lassen zu Ende kommen, wenn du beleidigt bist, für wie dort Preis mehr tun. Nicht zu sagen, umgehen lassen, wenn du noch beleidigt bist. Ein anderer Wert, was sehr kraftvoll ist, das ist der Tag, wo du bist weiter tun, soll der Tag sein von Heilung. Den solchen Tag, wo jemand die beleidigt hat, soll der Tag sein, wo du als Nachfolger Jesu und Versöhnung und wahre fresh Abbührung von Freundschaften arbeiten lässt. Du wirst das Lied, die werden jung befreit, die haben sich vorgenommen, sie würden nicht schlucken gehen, aber wenn sie irgendwo eine Streiterie haben, sie würden nicht schlucken gehen, aber sie dort ist schon durchgeredet. Und so, sie sind ja ein Stückchen befreit gewesen, und dann ein Sonntag, dann haben die irgendwo eine Streiterie, wo sie sich nicht einig sind, und sie sehen, dort hat bei Donnerstag gedirrt, was sich schon geschlucken. Und ich sehe, dort wie ein bisschen übertrieben, so, ich weiß ja nicht, was er. Woanders für die Welt sind, wenn wir mit unseren Freundschaften, unseren Familien und das Körper Jesu, wenn wir an den Tag, wo ich die beleidigt habe, das wird tauschen, die Schuld ab mir nehmen, und wo die um Vergebung beten, und Frauen, wirst du mir bitte vergeben. Oder den Tag, wo du mich beleidigt hast, ich würde dir die Gnade beweisen, die vergeben, so sofern vergib sie. Oder den Tag, wo wir ein Missverständnis haben, wo wir ein Disagreement haben, oder uns haben in einer Weise tun, wie bad bliss einfach würden sein. Hey, weil wir das bis gehen lassen. Woanders glaubst du, würde die Welt sein, wenn wir würden den solchen Tag, wo wir uns von Weise tun, wir als Nachfolger Jesu auch würden arbeiten an der Versöhnung und Heilung. Lass es auch nicht umgehen, wenn du noch ehrlich bist, wenn du was bei diesem Feind nicht eine Gelegenheit geben, in deinem Leben die Vereinigkeit für die Auflenken von deiner Mission oder dein Zeugnis zu nichts zu merken. Wollen wir mal noch ein bisschen wieder lesen, in den 29. Vers, du sagst, dass red nicht, was den Nächsten schuden kann, red bloß dort, wo die gehalten worden, die jüntieren. Und das ist die mit der. Red nicht, was den Nächsten schuden kann. Nicht den Nächsten clean reden, belittling, nicht kritisieren, nicht plüdern, nicht Nomes nahen,
nicht den Namen einer Gruppe von Dampf habe, laat nichts anderes uit die Müll kommen, als was haltbrig ist und nützlich ist und zum Sehen ist. Ich will Ihnen bloß ein paar Dinge mitteilen, was wir haben probiert einmal zu tun in unserer Ehe, in unserer Familie, in unseren Kleingruppen und mit Menschen, wo wir nicht so gut mit vereinkommen, was wir können tun, damit wir nicht angeht uit ans Müll kommen. Eins ist, wir wollen Himmel nicht den anderen Namens nennen. Da ist keine Not dafür, dass wir den anderen irgendeinen Namens nennen, was den drauf tun. Und das andere ist, nicht laut werden, nicht schreien. Keiner ist jemals geändert, wenn wir ab ihren schreien tun. Aber Menschen werden geändert, wenn wir leiftulich die ihnen vertellen tun. Das dritte Ding, nicht historisch werden. Wir wollen nicht trägen nach einer Zeit. Und vielleicht sagen, denkt ihr dort noch, als du dann sonntags? Oder weißt du noch, was dann passiert? Kann man nicht Nomes nennen, nicht laut werden, nicht historisch werden. Und das vierte Ding ist, nie nicht sein, oder immer. Wenn wir ein Disagreement haben und wir sagen, du das nie nicht, das, was immer das dann ist, oder du das immer dort ist gleich halbrig, dort halb nicht in einer Situation, die Tension drauf zu kriegen. Wenn das ist gleich so, dass das immer so ist, oder dass das nie nicht so ist. Und das fünfte Ding, wenn wir befreit sind, dann nicht mit Scheidung drohen. Also dort halt doch nicht in unserer Ehe sein Dinge durchzureden, wenn wir irgendwo ein Disagreement haben. Und ich glaube, zum dritten bisschen Taubpfoten, wenn wir vertalen tun, das ist, wenn die 29. Vers tun, Epheser, der sagt, redet nicht, was den Nächsten schuden kann, redet bloß dort, wodurch die gehalten werden, die gentieren tun. So, wenn du so bist, als wenn ich da sehe, dann sehe ich versucht, mein Euer noch ein bisschen reich vordienen. Ich sie versucht, in dieser Abstunde zu bleiben, dass ich mit reich ehrlich sehe. Und ich würde so stets sein, die haben mich wehgetan, die sind reich und ich sie reich. Die haben mich geschmiert, die sind reich und ich sie reich. So ich sage, dass mein Euer ein gerechter Euer ist. Und du kannst vielleicht auch streiten, dass du einmal eine Zeit hast, wo die Kosten mit reich da sind. Aber weil wir mal ein bisschen einnehmen und uns freuen, als wir wollen für gerechten Euer holen. Als der eine andere verstehende Kraft, Euer ist ein Vieh, Euer ist wild, Euer ist verstehend. Als der eine andere verstehende Kraft in der Bibel, was wir gleichen gereicht haben. Denk mal an andere Sinn. Meint sich irgendwer was mit Aufgangs? Ich habe bloß gereichten Aufgangs. Ich will bloß mehr und mehr, ich will alles für mich. Mein Aufgangs ist ein gereichter Aufgangs. So wir tun das gleich. Sagt dir irgendwer, ich kämpfe mit gereichter Last? Ich meine, das ist ein gereichter Last, wenn Gott mir den gegeben hat, wo das wir tun. No, wir tun das gleich. Hast du jemals wem gehört, wer du sagt, ich kann gereichtet frieden, ich will alles allein abeten und Gott wird Gott ehren, wenn das ist ein gereichtet Frieden? No, wir tun gleich. So, weil wir dann für uns euer Reich verdienen und sagen, das ist ein gereichter Euer. So, ich glaube, das passt gleich so gut taub. So, hier ist, was wir sollen mit uns Euer tun, und auch den gerechten Euer. Vers 31.
du sagst jetzt ist das, was nicht mehr fürchtig, einer Eva en ander en verzerrt nicht, hier abzuschreien und zu beleidigen, lut von so was nicht mehr sein. Das sitzt es von Paulus, das hier alle ein bisschen Tuck nehmen, um seinen Punkt zu merken. Und der 32. Vers, du sagst er dann, was sei deipet. Und ich würde erst gleich ein bisschen haben, was er dann nicht sagt. Und er sagt nicht, sieht Beruf über jün moralisch besser sein als der andere. Er sagt nicht, sieht kritisch über jemand, was der andere denkt, dass die das. Er sagt nicht, handelt was mit den Menschen. Aber was er sagt, der in den 32. Vers ist, sieht lieber von Horten leiftulich einer zum anderen, verjäft euer und anders, so Gott in Jesus Christus alles verjäft hat. Kannst du das ein bisschen ansinken, Leuten, wo wir das sollen sein? Wo sollen wir sein? Wir sollen freundlich sein, Mitleid haben und vergeben sein. Und ich frage mich dann, wo können wir freundlich und mitleidend sein und uns unseren anderen vergeben? Und die Antwort ist, wir müssen dich bei sein. Das ist meist allmählich irgendwem zu leben, wenn wir weit auf sind. Wir das halt nicht so viel zu sein. Ich gleich die Idee, was dort so weit auf ist. Ich kann erbarmen über die. Ich habe Mitleid mit die. Ich tue wirklich. Ich vergebe die, aber komm nicht dich bei mir. Du musst wirklich dich bei einer Person sein, wenn du dir was live bewiesen. Und ich glaube, ein von den rückfordernden Dingen von der aus Kirche ist, dass er so gleich die Wahrheit von weit auf weiten zu lernen. Hier ist, wo du artig bist, und hier ist, wo wir reich sind, und wir wollen einen Unterschied merken. Das ist leicht, die Wahrheit von weit auf zu rauben, aber das braucht Zeit, um von dich zu leben. Das hält nicht viel von weit auf die Wahrheit schreien und ehrlich sein, aber das ist sehr effektiv, wenn wir langsam sind zum Reden, schwind sind zum Horchen, langsam sind zum ehrlich wollen, zum in jemand seine Welt ankommen, in ihre Weide zu verstehen, ihre Furcht zu verstehen, und dass wir keine Erbarmung haben, mit wir dich bei sein, zum in der Welt ankommen. Wir müssen dich bei sein, und es steht bloß ans Punkt sein, dass wir reich sind, aber weil wir dir Gottes Liebe bewiesen. So wenig später als dort, komm dich bei. Wir fragen uns vielleicht, wann ist das letzte Mal, was du jemand zugehört hast, von Horten zugehört hast, was du ganz anders denken wird, als du in die Küsse von Horten leben. Sie läuft natürlich in erbarmend. Das ist ganz leicht, die Wahrheit von weit auf zu schreien, aber das braucht Zeit und Arbeit, das braucht Anstrengung, jemand von dich bei zu leben. So denk du immer. Ich habe einen Freund, der ist ein von den Menschen. Der ist so sehr so. Er ist reich, ich meine das von alles reich. Er ist reich, wo Kirche soll tun wollen. Er ist reich, was von der Theologie wir haben sollen. Er weiß, wo alle anderen Kirchen artig sind. Und er weiß, wo ich artig bin. Er weiß, wo jeder einer sein Geld soll brücken. Alle anderen, das sind so eine Dammkap, bitte hei. Er ist reich, wo jeder einer seine Kinder soll abtragen. Er weiß, was die Regierung artig tut. Er weiß die Wahrheit von Covid. Er weiß die Wahrheit, von wo die Wahrheit kommt. Der hört kriegt nicht der reichte Doktors. Der hört nicht der reichte Politicians.
der ist so reich. Und einige von Ihnen sagen vielleicht, als wir den salzigen Freund haben. Wenn wir haben meist alle irgendwo einen so einen Freund, nicht? Und einen Tag dachte ich an, ich würde einmal gleich zu sein von den 8 Billionen Menschen, die wir auf der Welt haben, was für ein Verreich ich habe, dass ich am Freund haben, wenn so ein kluger Mensch, wenn der wir reich von alles. Und ich wundere nach mir, dass ich den mit einmal würde mit dort beleidigen, aber der Mensch, der würde nicht mal antworten, dass ich von ihm rede. Der hört das und der schmiss das im Bett und denkt, ja, ein anderer Dammkopf. Ich habe keine Idee, dass er ein von den Menschen ist. Aber er ist ganz total ein von den Menschen, those people, und die haben keine Idee. Und dann ging mir das Licht mit einmal ab. Und was, wenn ich auch ein von den Menschen sehe? Weil wir mit abrechtig sind, ich weiß ein Teil von Teil. Ich sehe die Person hier hinter dem Mikrofon und sage ihnen für ihr Leben zu tun. Was, wenn ich auch ein von den Menschen sehe? Und was, wenn du auch ein von den bist? Wenn ich kann Ihnen garantieren, dass du ein bisschen Selbstgerechtigkeit in jedem einen von uns hast. Und das ist, was das wichtig ist, dass wir ein Gebet, ein gefährliches Gebet, ein demütiges Gebet, ein gottehrendes Gebet beten, was wir in Psalm 139, Vers 23 und 24 finden. Da sagt es, ist das: Gott, sei einmal, wo das mit mir steht, und ihr seht mein Hort, prüf mich aus und sei, wo ich das meine. Und sei einmal, ob ich auf dem bösen Weg sehe, und lade mich auf den ewigen Weg. Gott sei einmal, wo das mit mir steht. Gott, wies mir, wo ich Dinge nicht mag. Wies mir, wo ich rechterisch sehe. Wies mir, wo ich mich Salz unschmier. Gott, wies mir, wo ich euer hol in eine Gruppe von Menschen oder in eine Person. Gott, wies mir, wo ich Beleidigung drehe. Gott, wies mir, wo ich nicht freundlich und erbarmend sehe, wo ich nicht vergebend sehe. Gott, halt mich von all den Euer und Schlechtes loszukommen. Weil wir freundlich und mitleidend sind, wenn ich will den Teufel nicht Gelegenheit geben, in meine Ehe, in meine Kinder, meine Freunde, in meine Kirche. Wenn du in euer lebst, gibst du den Feind einen Platz, eine Gelegenheit, in die zu arbeiten, in die Dinge, die wichtig sind, durch Trübelmann zu merken. Der geistliche Feind, der will Uneinigkeit, der will auflenken und der will ans Zeugnis nicht merken. Was mir ist klar geworden, beleidigt worden, kann wir nicht, was du je tun. Aber wegen Gott seine Gnade und sein Gutsein, brauchen wir nicht beleidigt leben. Ab den salzigen Weg, so ich vergebe sie, weil ich will zu vergeben. Ich weiß nicht, was du, aber mein Leben ist keinmal nicht besser gewesen, wenn ich ehrlich sehe. Ich habe keinmal nicht einen großen Unterschied gemerkt, wenn ich fleischlich sehe. Und sie keinmal nicht mehr leiftulich gewesen, wenn ich gleich beleidigt sehe. Aber was ich gemerkt habe, ist jede Minute, was ich ehrlich sehe, verliere ich eine Minute von Frieden. In jeder Minute, was ich ehrlich sehe, verliere ich eine Minute von Frieden. In jeder Minute, was ich ehrlich sehe, verliere ich eine Minute, wo ich einen Unterschied merken in jemand sein Leben. Und das ist, wenn was ich weiß, beleidigt worden, ich habe nicht Raum, das wird passieren. Aber beleidigt leben ist eine Entscheidung. Und die Schrift sagt uns, wenn du ehrlich warst, dann geh nicht schlupen, weil wir das für Gott bringen, weil wir das so mit handeln. Wenn wir wollen den bösen Feind nicht Raum geben in uns Leben. Als Nachfolger Jesu haben wir eine höhere Berufung. Wir wollen nicht bloß von weit auf
die Wahrheit predigen. Wir wollen in den Menschen ihre Lebensnahen kommen. Wir wollen mit ihren Lieden, wir wollen mit ihren Dingen durcharbeiten. Und weißt du, was wir dort tun? Wir wollen leibtulich sein. Wir wollen erbarmend sein. Und wir wollen andere vergeben, so Jesus uns vergeben hat. Wenn wir dort gehen, dann wollen wir den Feind Büten holen, in den Giesbrecht holen, in einen Unterschied merken. Eine düstere Welt filtert in eine Welt von Licht. Wir wollen nicht lauten drauf reden, der wird aus ans Müll kommen, aber bloß dort, was halbrig und abbührend ist. Wir sind nicht hier bloß einen Punkt zu merken, dass wir reich sind, aber wir sind hier, um in jemand sein Leben einen Unterschied merken. Wir merken einen Unterschied mit Jesus in der Leben. Wollen wir noch beten. So, Vater, ich bete, dass du eine heilende Arbeit tun in unseren Worten. Ich weiß, dass die Menschen uns einmal verrückt merken, aber einmal sie auch die Mensch. Und Gott, so bete ich, dass du unsere Worte und ihr segnen. Wir beten dort, was wir in Psalm fingen. Gott sei einmal, was das mit mir steht. Und ihr seht mein Wort, prüft mich aus und sei, was ich dort meine. Und sei einmal, ob ich ab den weisen Weg sehe und lad mich ab den ewigen Weg. Halt mich leibtulich zu sein, erbarmend und zu vergeben, so du uns vergeben hast. Vater, wir freuen, dass du uns was leiden und bei der Kraft von den Heiligen Geist, was uns helfen, die wir zu reden, was andere was abbühen. Dass wir eine Stimme von Mut mehr uns sind, eine Stimme von Heilung und help uns, wenn wir die Wahrheit reden, dass wir die in Life tun. Help mir, deine Life zu wiesen in alles, was wir tun. In Jesus' Namen. Amen. Vielen Dankeschön. Ich habe was Notes durchgeschrieben. Was mir each Stunde das ist eine Entscheidung, die wir haben, zum beleidigt sein. Und wir können Entscheidungen merken, nicht zu beleidigt sein. Und wenn wir Entscheidungen merken, zum beleidigt sein, dann dürfen wir der Feind einen Port geben, einen Hole geben, mein Leben. Und so, Dankeschön, Bient. That's very encouraging. Und ich glaube, den Freund, von was er reden deed, ich glaube, das wie mich. So, ich sehe für den Freund, glaube ich. So, that was very encouraging and convicting message. Dankeschön. Das alles, was wir von der haben. Nächste Woche wird der englische Unterricht haben. Wir wollen ein Zeugnis haben von Eva Reimer. Und sind alle in Luton und selber uns wieder bei Small Groups. Aber nächste sind noch weiter. Hat eine gute Werk.